Und da sagen wir halt, ein Auto hat kein Portemonnaie, aber die Menschen haben es. Dort, wo ein Auto parkieren kann, können 10 Fahrräder stehen oder können Leute an einem Tisch sitzen, einen Kaffee trinken oder zu Fuß unterwegs sein. Die bringen schlussendlich mehr auch fürs Geschäft. Mit dem Velo unterwegs zu sein, ist für viele von uns inzwischen selbstverständlich. Eine, die nahezu alle Wege mit dem Velo oder dem ÖV zurücklegt, ist die Autorin und ehemalige Politikerin Ursula Wies. Zusammen mit Patrick Rehra, Michael Lieby und Christiane Lehmann plädiert sie für eine Velowende, was wesentlich mehr Lebensqualität in den Städten für alle bedeutet. Liebe Ursula, warum braucht es eurer Ansicht nach überhaupt eine Velowende und was beinhaltet sie? Ja, also wenn wir schauen, was die großen Herausforderungen der Städte in absehbarer Zeit oder heute schon sind, dann ist es immer mehr Dichte, mehr Menschen leben in den Städten, möchten auch in den Städten leben. Wir haben eine Klimakrise, die dazu führen wird, dass Städte wärmer werden. Und dann wollen wir natürlich auch, dass Städte einfach attraktiv sind. Und für all das, sind wir überzeugt, bietet die Velowende einen Beitrag. Und das bedeutet konkret? Das heißt ganz konkret, wir haben eine große Fläche öffentlichen Raum. Das sind die Straßen. Und die sind heute sehr stark dem Autoverkehr gewidmet. Aus unserer Sicht zu stark. Das nimmt so viel Fläche weg, dass es für eben die anderen Herausforderungen wie keinen Platz mehr hat. Und wir brauchen in Zukunft mehr Grünfläche, mehr Fläche, um überhaupt raus zu können, sich bewegen zu können. Und etwas, was mir besonders am Herzen liegt, auch die Fläche für Kinder. Wenn wir mal unsere Straßen anschauen, dann fällt uns vielleicht auf, da gibt es überhaupt keine Kinder mehr, die unterwegs sind, oder spielen, was vor der Autozeit eigentlich völlig selbstverständlich war. Die sind verdrängt worden. Und das ist für uns so ein Beispiel, um zu zeigen, da gibt es sehr viel Platz, da gibt es sehr viele Chancen, wir sollten sie nutzen. Jetzt ist es ja so, wenn man den Begriff hört, Velowende, da sträuben sich vielen die Haare, weil sie das automatisch mit einer unzumutbaren Beschneidung für die Rechte der Autofahrer gleichsetzen. Also das ist das Narrativ, das ist das Normal, das ist das, was wir kennen, was wir in den Medien hören und lesen. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir, dass die Realität, die Wirklichkeit doch ziemlich anders ausschaut. Also, nämlich? Die Mehrheit der Menschen, oder 60-70% bereits in den Städten, haben kein Auto mehr oder hatten gar nie ein Auto. Wir wissen auch, dass ganz viele Leute gerne Fahrrad fahren würden oder Velo fahren würden. Die getrauen sich heute aber nicht. Für die ist es zu unsicher, zu unattraktiv, auf den Straßen unterwegs zu sein. Und da sehen wir ein ganz großes Potenzial, was schlussendlich auch nicht nur denen zugutekommt, die auf dem Fahrrad unterwegs sind, sondern allen anderen auch. Das heißt, wenn 60-70% kein Auto wollen oder gar keins mehr haben, woher kommen dann die vielen Autos? Man hat das Gefühl, die Städte sind total verstopft von Autos. Ja, also erstens brauchen Autos sehr viel Platz. Da hat man das Gefühl, da sind ganz viele, schon wenn es gar nicht so viele sind. Erstens. Und zweitens kommen natürlich sehr viele von außerhalb. Also wir haben unsere Städte, aber nicht nur unsere Städte, unsere Agglomeration, unser ganzes Land so gebaut, dass wir immer weiter unterwegs sind und da oft halt mit dem Auto unterwegs sind und auch den Eindruck haben, man müsse mit dem Auto bis mitten in die Stadt hineinfahren können. Nun sagst du, ihr wollt eine Wellewende, also ihr wollt die Plätze neu verteilen oder den verfügbaren Platz neu eben aufteilen. Gibt es jetzt Vorbilder für eure Forderungen, die wirklich funktionieren? Wir haben einen wichtigen Teil im Buch, den wir den Niederlanden widmen. Wir haben den Eindruck, es ist eines der tollsten Beispiele, um einerseits in unsere eigene mögliche Zukunft blicken zu können, aber auch in die Vergangenheit der Niederlande. Die hatten die gleichen Diskussionen, wie wir sie heute haben, einfach 40 Jahre früher. Es zeigt auch, dass es
auch in den Niederlanden ein politischer Entscheid war, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung war, dass wie wir in den Städten leben, wie unsere Straßen aussehen, nicht Gott gegeben sind, sondern dass sie eben von uns entschieden wurden. Und da können wir sehr stark Parallelen anschauen. Was war damals, wie sieht es bei uns heute aus? Was wir sehen in den Niederlanden von heute, sind Städte, die eine sehr hohe Lebensqualität haben. Viele Menschen, die unterwegs sind, zu Fuß oder eben mit dem Fahrrad und die dafür eine ganz hohe Lebensqualität bringen. Jetzt zeigen ja Untersuchungen, dass die Ängste beispielsweise seitens Ladensbesitzers bezüglich Umsatzverlust, also wenn man Parkplätze aufhebt, das ist das große Thema, das große Tabu, völlig unbegründet sind. Kannst du das ein bisschen erläutern? Also unsere Erklärung führt immer wieder auf selbe zurück. Das ist dieses Status-Quo-Syndrom, was wir kennen. Das erachten wir als die einzige mögliche Lebenswelt und alles andere können wir uns schlecht vorstellen und die Angst auch immer damit verbunden, es könnte dann schlechter sein. Aus allen Erfahrungen, die es irgendwo auf der Welt in Städten gibt, zeigen, dass sobald Parkplätze abgebaut werden und dann etwas Besseres damit gemacht wird. Es kann natürlich nicht sein, dass einfach abgebaut wird und das ist Leere da. Aber sobald da zum Beispiel Fahrradwege, zum Beispiel Gastronomie oder wirklich andere attraktive Nutzung möglich ist, dann steigen auch die Umsätze der Läden drumherum. Es geht ja so weit in dieser Studie, die ihr zitiert, dass sogar mehr Umsatz gemacht wird, wenn es keine Parkplätze ist. Ist das nicht ein Paradox? Nein, es ist überhaupt nicht, weil wir sehen, dass die Läden ja nicht nur auf ihrer eigenen Ladenfläche existieren und funktionieren müssen, sondern sie müssen es eben auch in die Straße raus. Sie müssen dort genauso attraktiv sein für die Leute, um überhaupt hinzukommen. Und nur wenn Leute da sind, haben sie auch die Möglichkeit, in den Laden reinzugehen. Und da sagen wir halt, ein Auto hat kein Portemonnaie, aber die Menschen haben es. Dort, wo ein Auto parkieren kann, können 10 Fahrräder stehen oder können Leute an einem Tisch sitzen, einen Kaffee trinken oder zu Fuß unterwegs sein. Die bringen schlussendlich mehr auch fürs Geschäft. Also es ist ja wirklich eine hochemotionale Debatte, die da geführt wird, schon seit vielen, vielen Jahren. Und um jeden Parkplatz wird gekämpft. Welche Rolle spielt der ÖV in dieser Debatte? Ja, spielt einen ganz wichtigen Bereich oder spielt eine ganz wichtige Rolle, insbesondere in der Schweiz, weil wir so einen starken ÖV haben. Und wir aber sehen auch wieder in den Niederlanden, dass die Verknüpfung zwischen Velo und ÖV die schlagende Möglichkeit ist für die Leute, unterwegs zu sein, attraktiv unterwegs zu sein und damit auch das Auto zu Hause zu lassen. Die Idee ist eigentlich mehr, dass du mit dem Fahrrad direkt zum Bahnhof fährst, dass du dort eine attraktive Möglichkeit hast, dein Fahrrad hinzustellen und direkt im Bahnhof auf den Zug umsteigen kannst. Und am Ort, wo du dann hinkommst, dasselbe, insbesondere Verleihsysteme von Fahrrädern, die sind da zentral wichtig. Also einfach das Ausspielen zwischen, es geht nur entweder oder, ich glaube, das ist wirklich eine falsche Perspektive darauf, weil wir wissen, dass sobald die Leute nicht mit dem Auto unterwegs sind, haben sie auch Wahlmöglichkeiten. Solange du das Auto dabei hast, musst du es irgendwo weiter transportieren, hinbringen. Und sobald du eben die Freiheit hast zu wählen, nimmst du das Fahrrad, nimmst du den öffentlichen Verkehr, dann sind die Leute flexibel und nutzen eben auch beides. In Kampagnen für mehr Verkehrssicherheit werden meistens die Velofahrer aufgefordert, für ihre Sichtbarkeit zu sorgen. Und auf der anderen Seite herrscht so ein Bild von diesem rasenden Velofahrer, der rücksichtslos über alle Verkehrsschilder hinweg und Regeln sich durchsetzt auf der Straße. Woher kommt dieses schlechte Image der Fahrradfahrer? Gut, es sind jetzt 2 Fragen. Genau, es sind zwei Probleme. 2 große Fragen. Das eine, die Frage der Verkehrssicherheit, die wird heute eindeutig delegiert an die Verkehrsteilnehmenden, eben Leuchtweste zu tragen. Da sagen wir, das ist okay, das soll jeder für sich entscheiden können, aber es darf nicht Ersatz sein für eine sichere Infrastruktur. Weil was wir sehen ist, solange
diese Verantwortung delegiert wird, fühlen sich ganz viele Leute eben nicht angesprochen, fühlen sich zu unsicher auf der Straße und lassen dann das Fahrrad fahren oder das zu Fuß gehen. Und wenn wir wirklich diese Velowende, diese Verkehrswende wollen, dann müssen sich die Leute wohlfühlen. Und darum sagen wir, diese Verantwortung darf nicht an die Leuchtweste delegiert werden, sondern die muss die Politik übernehmen, die muss die Infrastruktur übernehmen. Damit verknüpft ein bisschen, aber nicht nur, ist der zweite Teil der Frage dieses Image des Roadies. Und da ist natürlich wieder, wir haben heute überdurchschnittlich viele fitte, aktive Fahrradfahrer, ich sage es extra in der männlichen Form, die sich da durch diesen Dschungel durchkämpfen wollen. Die sich, den Verkehrsdschungel. Das ist einfach ein ganz kleiner Teil. Der Großteil der Leute möchte gerne angenehm fahren, relaxed fahren und nicht diesen Kampf führen müssen. Und für die gibt es heute zu wenig Angebote. Du hast schon angesprochen, gerade in der ersten Antwort, die sichere Infrastruktur. Was braucht es denn oder was ist eine sichere Infrastruktur, dass ich mich in Städten wie Zürich, Berlin, London sicher fühle und wirklich zum Velo greife? Also da haben wir jetzt das Vorbild Niederlande. Weil die haben im Gegensatz zur ganzen Welt sonst von Anfang an darauf gesetzt, dass man getrennte Infrastruktur braucht, dass es keinen Sinn macht, Autos mit Fahrradfahrenden zu mischen. Und darum sind die heute weiter als alle anderen. Also es ist eigentlich total simpel. Man muss entweder die Geschwindigkeit und die Anzahl Autos deutlich reduzieren, dann geht es gemischt. Aber sobald Autos schneller als 30 fahren, sobald da viele Autos unterwegs sind, geht es nur, wenn man die Gefahr trennt von denjenigen, die nicht in einem Fahrzeug sitzen können, sei es Fußgänger oder sei es Fahrradfahrende. Die müssen davor geschützt werden. Also so da heißen bauliche Maßnahmen, also so getrennte Spuren durch irgendwelche Betonklötze oder so, oder was gehört sonst zu sicherer Infrastruktur? Ja, das Einfachste ist, das irgendwie in der Höhe abzutrennen, so dass einfach Autofahrende nicht auf diese Infrastruktur absichtlich oder unabsichtlich fahren können. Heißt denn das, dass die ganze Politik kein Velo fährt, weil wir das noch nicht haben? Oder wieso, wo liegt das Problem eigentlich? Wo liegt das Problem? Das ist eine schöne Frage, weil eigentlich wären die Lösungen so einfach. Und wir haben sie in den 70er Jahren, die Verkehrsingenieure haben sie in den 70er Jahren vergessen, einerseits. Und da ist natürlich ein großes Wirtschaftsinteresse auch hinten dran, dass das Auto diesen Durchbruch hatte. Aber seit da kennen wir diese autogerechte Stadt und da ist Fahrrad effektiv vergessen gegangen. Und eigentlich muss man nur die Fehler, die damals gemacht wurden, heute korrigieren. Und dann haben wir die Lösung und dann schaffen wir es auch, Städte wieder lebendiger, lebenswerter zu machen. Nun ist es ja auch gesundheitlich von Vorteil, Velo zu fahren, statt im Auto zu sitzen. Das leuchtet eigentlich jedem ein. Es gibt sogar eine Untersuchung, die belegt, dass sich die Gesundheitskosten reduzieren, wenn mehr Menschen vom Auto aufs Velo umsteigen. Was hat man da genau angeguckt und zu welchen verblüffenden Ergebnissen ist man da gekommen? Also das Schöne am Velo, und das ist das, was uns 4 Autorinnen sehr eint, das Schöne am Velo ist ja, dass es für ganz vieles eine tolle Lösung ist. Eine total simple Lösung, vielleicht vergisst man es darum auch immer, aber es hilft sowohl denjenigen, die Velo fahren, eben Gesundheit ist ein ganz großes Thema, Bewegung ist ein ganz großes Thema, was uns allen ja immer mehr fehlt. Wir sitzen den ganzen Tag, bewegen uns kaum noch. Und da gibt es wie die Möglichkeit, einfach so nebenher, ohne überhaupt ins Fitness oder sonst dran denken zu müssen, zu dieser Bewegung zu kommen. Aber es ist ja nicht nur, dass es uns selber gut tut, sondern je mehr Menschen Velo fahren, desto mehr nützt es auch denen, die nicht Velo fahren, indem es weniger Lärm gibt, mehr Platz in den Straßen und einfach viel mehr Möglichkeiten dann für alle. Und damit eben auch Folgekosten quasi, die entstehen, verhindert. Weil in Belgien, glaube ich, haben die mehrere Millionen einsparen können, dadurch, dass sich der Anteil Velofahrer markant erhöht hat. Also es gibt diese ökonomischen Berechnungen, externe Kosten, wie sie genannt werden. Das sind sofort Millionen und Milliardenbeträge, die effektiv
durch eben gesündere Menschen, glücklichere Menschen auch, darf man sagen, eingespart werden. Aber auch wenn man es ganz eng hält auf diesen wirklich Budgetperspektiven der Städte, die brauchen weniger Autoinfrastruktur zu bauen, was immer teurer ist als die fürs Fahrrad. Sie brauchen aber auch weniger in Lärmschutz zu investieren und grundsätzlich weniger Bauausgaben zu tätigen. Warum steigen eigentlich nicht viel mehr Menschen aus Velo um, wenn die Vorteile so auf der Hand liegen? Wovor haben die Angst? Was hindert sie daran? Also das sehen wir auch, wenn wir in die Niederlande schauen, weil dort fahren ja unglaublich viele Menschen Fahrrad und vor allem Ältere fahren dort Fahrrad. Was zeigt, dass das stimmt, diese Befragungen, die es bei uns gibt, nämlich dass ganz viele gerne Fahrrad fahren würden, weil sie wissen, wie es ihnen gut täte. Aber sie haben Angst vor der aktuellen Straßensituation. Und das ist ja so schade. Es ist wirklich eine ganz große Chance, die wir uns da für die einzelnen Menschen, aber auch als Gesellschaft vertun. Und darum sind wir überzeugt, mit ein bisschen Investition, mit besserer Infrastruktur, können wir ganz vielen die Möglichkeit geben, aufs Velo umzusteigen. Also eure Erfahrung ist, es ist tatsächlich ein reines Sicherheitsproblem? Oder vorwiegend? Also ganz grundsätzlich ist es Sicherheit, aber damit die Leute sich eingeladen fühlen, das dann auch zu machen, muss es auch angenehm attraktiv sein. Aber es geht faktisch Hand in Hand. Werfen wir doch einen kurzen Blick auf die Velovielfalt. Es gibt unzählige Arten, vom Rennrad bis zum Lastenvelo, vom E-Bike bis zum Dreirad für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Ist folglich das Velo eigentlich ein Fortbewegungsmittel für alle? Ja, das ist es. Es ist ein sehr zugängliches Fortbewegungsmittel, sobald, und da komme ich halt wieder, sobald die Infrastruktur da ist. Sobald die fehlt, kann man mit jedem Fahrzeug nichts anfangen. Sobald es die gibt, sehen wir aber, und wieder auf die Niederlande einen Blick gerichtet, dass dort ganz viele Menschen unterwegs sein können, draußen sein können, autonom unterwegs sind, die bei uns sich zurückziehen müssen und in der Öffentlichkeit leider nicht stattfinden. Jetzt gibt es ja viele Städte, wie beispielsweise auch Freiburg im Breisgau, Studentenstadt, wo man das Gefühl hat, alle sind mit dem Velo unterwegs. Oder Dänemark, auch so ein Veloland. Es gibt so verschiedene Initiativen, die belegen, dass das eigentlich durchaus möglich ist, mehr Platz fürs Velo zu schaffen. Nachdem unbestritten ist, dass Velo statt Autofahren auch dem Klima gut tut, was braucht es, damit sich mehr Menschen für eine Velowende engagieren, und wie können sie das konkret tun? Also Sie können es ganz konkret tun, indem Sie selber anfangen, Velo zu fahren. Am besten heute und nicht erst morgen. Aber selbstverständlich ist es ein gesellschaftlicher Prozess. Es hilft immer, wenn man Beispiele hat, wenn man sich inspirieren lassen kann oder sieht, oh, das ist ja eigentlich ganz eine tolle Entwicklung, die da stattfindet, weil wir einfach wissen, jede Veränderung macht Angst, alles, was wir nicht kennen, macht Angst. Und da diese Ängste abzubauen, ist sicher ein erster Schritt, um da schneller den Wandel hinzubekommen. Und da, das ist absolut zu Recht hingewiesen auf die Niederlande, auf Paris. Es gibt zum Glück hauptsächlich im Ausland Städte, die vorangehen, auf die wir schauen können und von denen wir uns inspirieren lassen können. Das heißt, wir müssen nicht alle umziehen in die Niederlande, nach Dänemark oder nach Paris. Wir können durchaus bei uns zu Hause bleiben. Es war ein engagiertes Plädoyer fürs Velo. Velofahren macht glücklich, ganz eindeutig. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Gespräch, Ursula. Und Ihnen wünsche ich eine interessante Lektüre mit dem Buch Die Velowende für mehr Lebensqualität.